Auf alle Fälle hockt man dann da drinnen und dann fängt seine Frau an. Das halt, dann hat sie halt so ein bisschen geschimpft, was er halt da unten jetzt halt nochmal zum Tor, dann war halt das wieder losgegangen und so, und dann hat sie gesagt, weil eigentlich war er ja schon gestorben. Also eigentlich ist das schon ein geschenktes Leben und er soll das nicht so aufs Spiel setzen und so weiter, weil ein Jahr davor hat es dann erzählt, war er schon im Krankenhaus und da haben sie ihn dann heimgeschickt, weil sie nichts mehr für ihn tun können. Auf alle Fälle hat dann er weiter erzählt. Und dann habe ich gewusst, dieser erste Augenblick oder dieser erste Augenschein, den wir da genommen haben, der da rausgekommen ist aus einer Stunde, wo ich mir gedacht habe, das ist ein Verschmitzter, da habe ich gewusst, jawohl, das ist er, weil auf alle Fälle sagt er dann aus seiner Sicht so: Oh, dann haben sie mich heimgeschickt, vom Krankenhaus, haben sie nichts mehr anfangen können mit mir. Dann war ich schon daheim in meinem Bett gelegen, da zwischendrin hat er wieder grinst. Und dann habe ich geschlafen. Ja, was soll ich denn schon tun, wenn ich nicht aufkomme? Und auf einmal kitzelt's an meine Füße. Au, wer hat mir gedacht, jetzt muss ich schon mal rausblinzeln, was da los ist. Dann habe ich rausblinzelt und dann steht der Pfarrer da und gibt mir die letzte Ölung. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich aber schon die Augen mal aufmachen, damit ich erwischen, dass ich noch da bin. Nicht damit ich wegtun. Und das hat er mit so einem Grinsen und mit so einem Schwitzen und das Augenwasser, das ist ihm schon gelaufen, weil er das selber so witzig gefunden hat. Ja. Er kriegt da die letzte Ölung, der hat ja bloß geschlafen die ganze Zeit. Und eigentlich wollte er bloß seine Ruhe haben. Und das hat er mit so einem, also das war einfach Wahnsinn. Und ich hab diese Begegnung einfach so in mir aufgenommen, dass die Leute, obwohl ich es jetzt mittlerweile zweimal gesehen habe, weil ich im Sommer mal hingefahren bin, weil ich wissen wollte, wie es einer geht einfach. Und das ist einfach eine unglaubliche Begegnung mit diesen Leuten, weil dann sind ja 3 Jahre jetzt vergangen, bevor ich jetzt wieder hingefahren bin. Und ich bin wieder hingefahren, bin die Treppen aufgegangen und bei denen ist jetzt die Haustür ja immer offen. Und ich stehe dann in dieser Tür drinnen und bevor ich noch klingelt, kommt er wieder raus. Genau dieselbe Situation wie damals. Und dann bleibt er so stehen, schaut mich an und ich schaue ihn an. Und ich mir denke, das muss ich sagen, wer ich bin, weil der kennt mich ja nicht mehr nach 3 Jahren. Ja, der Hauschenknopf! Ich habe einen Zahnbruch, Wahnsinn! Ja, geh rein! Magst du Jauschen? Und einen Schnaps? Unglaublich, ich bin dann gern reingegangen, ich habe auch Jausen gekriegt und einen Kuchen und einen Kaffee, aber keinen Schnaps, weil ich noch fahren habe müssen. Aber diese Begegnung und das eigentlich, was mich so gefreut daran ist, dass man das gezeigt hat, dass man, so wie es euch geht jetzt, ihr sitzt neben jemandem, der ist fremd, den kennt ihr gar nicht oder sowas und da war es auch so. Und diese eine Geste von mir oder dieses Erleben hat uns eigentlich so verbunden mit dem Herzen und das weiß ich auch, dass das Umgekehrte war, weil sonst war der nicht so da gestanden und hätte sich so gefreut, dass ich wieder mal da bin oder so. Weil wir haben uns ja praktisch nur in diesen 3 Wochen, wo ich damals dort war, so kurz gesehen. Das war diese Situation und dann nach dem Ganzen bin ich ja wieder in meiner Hütte verschwunden und habe wieder weiter komponiert und habe mich zurückgezogen. Aber einfach unglaublich, das ist so schön, dass man solche Momente erleben darf dann mit Menschen. Und das wollte ich euch gerne erzählen. Ja. Schön, dass ihr ausgehalten habt.